Aha. Guten Tag, ihr Leid. Ähm, na, die Vorhänge sind irgendwie anders. Da war doch vorhin nicht so hell, oder? Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Ad Infinitum. Hätten wir nicht gedacht, sonst hätten wir wohl nicht aufs Foto drauf geklickt. Hey, 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 das ist lauter nice Zeug hier. Gehen wir gleich mal anfangen. Ey, was ist denn das hier? Moment, kann ich mich irgendwie biegen? Irgendwie? Ja, so. Gefallener Zinnsoldat. Armer gefallener Zinnsoldat. Was ihr sehen musste, ja, das Ganze schlimmer. Was rennt? Okay, kommt der doch nicht irgendwie da drauf? Der hat vorhin da drauf gestanden. Wir waren da in meinem Zimmer. Es fehlen immer noch Scherben. Es fehlen immer noch Scherben noch. Ja, das ist schlecht. Fast scheint es dir, als könntest du dein schattenhaftes Spiegelbild erkennen. Ja, ja, da fehlen immer noch Scherben noch. Okay, das ist dann wohl so ein Lieber Paul, Fortführungsding. wie lebt es sich nun in der Kadettenanstalt gleich ums Eck? Hältst du dich gut und gerade? Dann kannst du ja jetzt sicher schon auf die Welt hinunterschauen wie der Herr Papa. Aber es gibt Dinge, die er von dort oben nicht gesehen hat. Es gibt keine Worte für die furchtbaren Dinge, die wir hier sehen. Schreib mir bitte einmal. Dein Bruder. Hm. Paul hat mir zu gern geschrieben, glaube ich. Okay, da ist noch verschlossene Schublade. Oh, haben wir da unten ist was. Quietsch. Das will nicht so, wie ich das will. Kennt man. Kennt man. Okay. Ab. Mach die Klappe zu. Ein Papierkorb ist nix. Was ist denn das, du? Das war meiner. Jetzt ist es deiner. Halt dich gerade, Paul. Dein Vater ist ein Krüppel. Er hat deiner Großmutter bei der Geburt das Leben genommen. Und er bleibt ein Krüppel, weil er sich nicht gerade hält. Nicht einmal reiten kann der Junge. Dein Bruder ist nicht bei Verstand. Das ist das Blut deiner elenden Mutter. Jetzt ist es an dir, meine Nachfolger anzutreten. Die Kadettenanstalt wird einen aufrechten Mann aus dir machen. Trotz deiner Eltern. Ihr ewiges Leiden, ihre Schmerzen, ihre Feigheit in deinem Blut. Das musst du ausrotten. Du bist der Einzige, der den Namen von Schmidt wirklich verdient. Und meinen Dolch. Das ist deine Pflicht. Hörst du? Gut, dann muss Zeit, dass der du abnippelt. Was? Nein. Hey, hey, das hat er nicht gehört. Okay, der Opa fand wohl, dass mein jüngerer Bruder besser ist als ich, weil ich wohl nur der Mutterkumpel bin und die Mutter war ja Französin. Das geht ja gar nicht. Geschenk des großen Generals, du mich ja. Es geht ja gar nicht, nur die Mutter zu kommen. Und nicht hier, Deutschland, wir kämpfen für das Vaterland, bla bla. Hopp, jetzt komm her. Sag ich mal, die Spielzeugknarre, die habe ich schon gesehen, ne? Okay, ja, ich kann ja trotzdem mal noch gucken, ne? So, das sind doch die Zaubertiere. Oh, shit. Also ja, ich bin ja saufroh, wieder im Haus zu sein, weil ich lieber rumlaufe in sicherer Umgebung. Mal gucken, ob wir beim Paul ins Zimmer kommen, da ist immer noch zu, ne? Ich laufe halt lieber rum in sicherer Umgebung. Also das empfinde ich das Haus so, sag ich mal. Als irgendwie auf dem Schlachtfeld bei so Monsterle-Dinger da. Das Problem ist halt, das Haus ist halt riesig. So, wir tun jetzt erstmal der Hobo gucken, ob ich was. Oh, das war, glaube ich, nett, oder? Okay. Ja, mir lasse die Tiere auf. Normalerweise mache ich sie ja immer zu, aber diesmal lassen wir sie auf, damit ich sehe, wo ich war und wo ich noch nicht war. Das ist bestimmt das Badezimmer.
Woher habe ich das gewusst? Ah ja, da war ich schon mal drin. Nee, nicht weil ich da schon mal drin war, also auch. Nee, da oben ist eine Glasscheibe drin. So Milchglasgedönse. Hat man halt früher gehabt. Ist nämlich sau praktisch. Sieh ich nämlich, wenn einer auf dem Arbeit sitzt und kackt. Also sieh ich nicht, wann er kackt. Ja, sieh ich halt, wann Licht brennt. So, der Ball müsste weg sein. Oh, halt was? Ein Ehering? Macht der da? Frage ich mich. Okay, scheint nicht nötig zu sehen, dass ich dann mitnehme. Okay, da ich dann nirgends rauskomme. Na, wo kann ich eigentlich die Fenster zumachen, die dir? Weil ich weiß jetzt, wo wir sind. Zack. Ja. Sieht der Prototyp verranzter aus wie alles andere. Okay. Mein Plan. Bist du dir oder was? Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Egal. Mein Plan ist es, eine Uni zu gehen in das. Ich vergesse aufzulassen. Okay. Habe ich die vergessen zuzumachen, so heißt es. Okay. Nur zu gehen in das komische Dingens. Oh, das ist so scheiß Tier. Ey, echt, jetzt, wenn wir wirklich ein Gespenst sind, ne? Und da gehen dauernd Tiere auf und zu. Okay, es war ein Nie. Ja, komm, passt. So. Runter in den Raum, da wo sie die Geisterbeschwörung gemacht haben. Ja, ich weiß, das heißt Seance. Oh, guck mal da. Und das Silo. Fassbender, Erich, Fromm, Franz, Hafner, Kaspar, Henning, Fritz, Möbler, Julius, Jürka, Otto, Iwerk, Klaus, Okay, wir sind mal bei I, Hansen, Karl, J. Haben uns die alle A her. K. Wir können rumlaufen. Nee, das Telefon hat nicht so lange, dass man mal trage. Jetzt geht's wieder von vorne los. Jetzt kommt das, lassen wir jetzt halt gerade. Das sind wohl die Namen meiner gefallene Kameraden, sagt man, glaube ich. Ey, welche waren du die Tier überall auf ist, dann lassen wir die einfach auf. So, fertig. Wer bin ich? Welche, dass ich da bestimmen, was für dir auf und zu sehen hat? So. Hallöchen. Ja, nix. Warte mal. Da üben ist die Treppe. Was ist schon immer so komisch hier? Ne, warte mal, ich war hier noch gar nicht. Sicher, ich war da noch gar nicht. Dann komm mal her, da, komm. Siehst du aber halt was. Reiterdegen, simpler Reiterdegen, Inschrift. Meinem Sohne, wenn er reiten kann. General Lothar von Schmidt. Ah, das ist der Opa. Weil du hat nämlich vorhin auf dem Messer hat LVS drauf gestanden. Sohn, du hast ihn dir nie verdient. Das war's. Also, wo hätte ich jetzt keinen Brief schreiben müssen. Das hätte ich mal einfach so sagen können. Affenzippel da. Da lag noch viel mehr zum Gucken. Oh je, hopp. Oh, heute ist das Ding dort zickig irgendwie. Vaters Wirtschaftsbuch. Verbleibender Geldbesitz 62 Mark. Das ist nicht viel. Brief Kampfmittel. So. 18. September 1914. Der Generaldirektor von Schmidt. Wie Sie wissen, ist es uns nie gelungen, eine Methodik zur Behandlung Ihrer infantilen Paralyse zu entwickeln. Jedoch können wir dank dieser Forschung einen anderen Durchbruch vermelden. Nunmehr tritt die Poliomyelitis acuta anterior weltweit als Infektionskrankheit auf, was uns veranlasst, diese und ähnliche Erreger als Kampfmittel für den Kriegseinsatz zu empfehlen. Ja, geil. Auf Ihr Geheiß hin werde ich das Kriegsministerium dahingehend kontaktieren und um Forschungsmittel bitten, die, wie Sie wissen, wir dringend benötigen. Grubert, stellvertretender Direktor, Farbenfabrik Karl und Schmidt und Co. Berlin. Ja, geil. Infantilen Paralyse. Ist das Kinderlähmung? Oder so? Keine Ahnung.
Okay, da komme ich nicht raus. Das ist praktisch, weil dann muss ich nämlich da runtergehen. Dü, dü, dü. Beziehungsweise, dann lieber. Aber ich war hier. Speichert? Ich war hier noch gar nicht in dem Raum. Ohne Ahnung nicht. Ja, geil. Beta. Ja, Beta ist das. Oder hat einer? Alpha. Ah, der Alpha kenne ich. Das ist der mit der Hohe. Ja, jetzt quetschen wir uns mal. Was ist denn das überhaupt? Ist das so Couch? Ja, mehrere Couches. Aus Kautschuk. Okay, da müssen wir nother hingehen. Okay, da komme ich nur in das Zimmer. Ich will jetzt erstmal da oben gucken, ne? Das sieht nicht gut aus. Also, mein Plan ist folgender. Wir gehen da erst nur, ne? Ich will mir mal das krasse Jägerzimmer angucken. Sind das wieder so krasse Tapete, ja? Kennt ihr das, wenn man ein kleines Kind auf dem Buckel rumkloppt und das macht dann immer So, weiter geht's. Also Bär. Mein Bruder hat dir als Kind... Ach so, dein Bruder hat dir als Kind erzählt, dies sei der Berliner Bär. Du hast ihm geglaubt. Moment, mein Bruder war doch aber jünger wie ich. Dem er so Scheiß erzählt und ich glaub's, ja, dann hätten wir es einfach nicht besser. So, was ist das da hin? Erfolgreiche Jagd, 300 Toten gefangen und gehängt. Ja. Wow. Okay, der Großvater. Schon nichts zu tun. Friede in Deutsch-Südwestafrika. General von Schmidts zweiter Sieg in den deutschen Kolonien. Nach seiner Niederschlagung des Boxeraufstands in China hat es General von Schmidt mit den Hottentotten aufgenommen. Nun kehrt auch in Afrika wieder Ruhe und Ordnung ein. Kritische Stimmen aus der preußischen Heimat bezeichnen das Vorgehen als unnötig hart wahrscheinlich. Dennoch herrscht Erleichterung über... Rest fehlt. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero. Der große General des mächtigen deutschen Kaisers, Lothar von Schmidt. Windhoek, 1. Oktober 1904. Aha. Okay, die haben halt einfach gesagt, so, jetzt sind ja jetzt keine Deutsche mehr, aber in einer deutschen Kolonie wahrscheinlich sind, jetzt können wir schon alle erschießen. Es ist ja... So. Echte Seelische. Was ist das für eine Figur? Mit Nichel drin. Das ist wirklich seltsam. Okay, und hier? Postkarte Trophäen. General von Schmidt, wir erlauben uns die Übersendung einiger Trophäen, die Ihnen bei Ihrer Genesung vom Tropenfieber während des sicher ungewohnten Berliner Winters helfen sollen. Neben den Elefantenstoßzähnen, die für sich selbst sprechen sollten, schicken wir einen Fetisch aus dem westlichen Afrika. Ihr persönlicher Träger, mit dem Sie immer viel herumgeschätzt haben, hat ihn uns für Sie gegeben. Sein Stamm glaubt, er würde Ihnen Kraft geben und Gesundheit. Primitiver Aberglaube, sicher, aber Sie sehen, der ganze afrikanische Kontinent steht hinter Ihnen. In Hochachtung, Leutnant von Graubrach, Windhoek, 3. Februar 1908. Ist am Tropefieber erkrankt, Armerle. Okay, du fehlt der Schlüssel. Und dann komme ich da nicht an das Zeug dran. Was ist denn das da alles für mumifiziertes Gedödel? Das ist ein Gaul. Du hättest uns sehen sollen. Wir waren eins mit unseren Pferden. Eine wahre Streitmacht. Vor Paris standen wir. Vor Paris. Wir hätten alles haben können. Alles. Fertig? Fertig. Lass mal gucken. Ein Alligator. Ein Großvater hat das Krokodil selbst erlegt. Wie war das wieder?
Ich habe mal irgendwie mal gemerkt, was der Unterschied zwischen Alligator und Krokodil ist. Und bei M hat's geheißen, er hat vorne spitz zulaufen, die Schnuten, das andere wird dann halt vorne ein bisschen bräder. Und jetzt wollte ich mal geil angeben, welche? Ja, Arsch geleckt. Naja. Krass, wo habe ich denn die Streichhölzer her? Habe ich doch noch? Sag mal her. Da gibt's glaube ich gar nichts. Zündhölzer. Ja, habe ich halt einfach viele. Oder so die? Ja, habe ich gar nicht gesehen. Okay, du geht's hinaus. Die lassen wir mal noch, ne? Ich fühle mich schon wieder, also ihr leid, ich glaube, wenn ihr halt keinen Bock habt auf wir gucken uns alles an, dann ist die Folge wahrscheinlich nichts für euch. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns da alles angucken. Weil, oh, ich liebe das. Ja, ne? Viel zu lange habe ich mich von meiner Feigheit lähmen lassen. Aber jetzt weiß ich, was ich tun muss. Mit ruhiger Hand auf das Ziel konzentriert. Wie damals, als ich die Gazelle erlegt habe. Ja. Was ich halt sagen wollte ist, ich liebe so Erkundungsgedönse, sowas. Weil ich einfach ganz gechillt alles angucke. Keine Hektik, kein Stress. Einfach überall rumschnuse, alle Schubladen aufmachen, ist voll geil. Urne. General Lothar von Schmidt. 1840 bis 1908. Stolze 68. Götter sind wir. Aber das Feuer. Weltenbrand, der Tod. Der Götter unser Tod. Pfeifsche. Sie ist warm. Die lädt ja auf dem Ofen. Der schwere, würzige Duft von Vaters Pfeifenrauch hängt immer noch in der Luft. Achso, er hat doch gerade in der geschmaucht. So, dann war da noch ein Kerzel gemacht. Oh, das. Hoppala, komm her. Hätte ich ja zubleiben können. Auf der Zippel. So, und das wäre, wie gesagt, Alpha, Beta, Gamma, Phi, du mich ja, Psi, Omega, Sigma, okay. Das Fido kann man aufmachen. Oder was ist das da? Phi, so, Phi. Und du? Er will nicht so, wie ich wohl will. Knarz. Irgendein Buch deines Vaters, das bringt dich nicht weiter. Was sagst du? Ich kann dir schon nichts machen hier. Okay, ich will jetzt alle Schränke aufmachen. Oh, und die gehen doch so scheiße auf. Hopp. Alter, das grenzt hier an Arbeit. Du glaubst nicht, dass dieses Buch dir weiterhilft. Dann, der geht einfach auf. So, Moment. Jetzt da even noch irgendwas zu gucken? Nee, ne? Leid was auf dem Tisch, das lässt man jetzt erst mal. 15. Juli Warte mal. 1917. Mein Sohn ist befördert worden. Mein Vater wäre stolz auf ihn. Und ich? Magdalena hat mich danach bekniet. Und so habe ich meine Verbindungen in die Heeresleitung genutzt, damit Johannes auf ihn Acht geben kann. Wirklich ein Unsinn. Ausgerechnet der Feigling der Familie. Hat mich ihre weibische Hysterie angesteckt? Sei es drum. Wenn der Sieg erst einmal da ist, wird es uns allen besser gehen. Und ich werde meinen Teil tun. Jo, machen wir. Okay, dann machen wir noch ein bisschen auf. Dass da immer auf der linken Seite irgendwas ist. Beziehungsweise nichts, ne? Abkomm. Alle Tiere auf. So, pass auf. Jetzt machen wir zuerst die linke Seite auf und gucken da mal hin, was da drin ist. Oh, das sieht doch gut aus. Guck mal da oder so. So Engel da drauf. Ich weiß gar nicht. Oh, da ist was. Haha. Also auch, das ist ein Geheimtür. So, ich mache überall noch auf. Wo ist auch noch irgendwas? Irgendein Buch. Ja, das bringt mich nicht weiter.
Schreibübungen aus Kindertagen. Mein Großvater ist Lothar von Schmidt. Er ist ein großer General. Mein Vater ist Karl von Schmidt. Er hat eine Fabrik. Er schreibt viel. Wenn ich groß bin, will ich werden wie mein Großvater. Paul. 7 Jahre alt. Guck, der Papa geht am Stock und hat WSB. So, wollen wir schon mal Dosen? Komm, jetzt mach mal. Du jetzt mal eine Bucht ziehen. Oh, das ist gar nicht. Das ist der Vitrinenschlüssel. Okay. 10. August 1917. Ich habe sie. Die Formel, die uns zum Sieg verhelfen wird. Eine Säure, die gegnerische Panzerwaffen zersetzen kann. Der Panzerfresser. Eisen und Stahl haben dieser Säure nichts entgegenzusetzen. Eine Waffe noch effektiver als unsere neuen Maskenbrecher-Kampfmittel. Die Formel liegt sicher im Tresor. Geschützt von dem Andenken an meinen Herrn Vater. Okay. Im Tresor, wo Bild vom Vater ist. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ich guck erst mal da ein bisschen weiter, ne? Wir haben da oben noch. Die Tierschlenk geht ein oben auf. Okay. Ah ja. Ich weiß ungefähr, wo wir sind. Wir haben oben auch noch was zu gucken, ne? Also oben ist so, wo wir aufgemacht haben. Oh, ich gucke jetzt erstmal, habe ich gesagt, wo ich da ein bisschen rumschnuse da. So, was haben wir denn hier feines? 28. Geil. Dezember 1916. Magdalena und ich wechseln kaum ein Wort. Ist es das Quecksilber? Nein, in ganz Berlin ist es still geworden. Alle leiden Hunger. Doch wenigstens habe ich Ruhe bei der Arbeit mit den Versuchstieren. Ich will meinen Beitrag zum Siege leisten. Ein Kampfmittel, das die Filter feindlicher Masken durchdringen wird. Ja, geil. Ja, geil. Da stehen sie alle drauf. Alles kaputt machen, ihr Deppe. Sieht denn aus. Wer ist das? Ich glaube, das ist mal Oma, oder? Urne Katharina von Schmidt. Yep. 42 bis 59. Die ist nicht so alt wohl. Deine Großmutter, Katharina von Schmidt, 1858. Sie starb für ihren Sohn. Möge er beweisen, dass er es wert ist. Ach ja, hat er ja gesagt. Der ist, die ist gestorben während der Geburt. Hat er über eine Weile gesagt gehabt. Irgendwo. Ach, ist das schön. Einfach mal hier alles auflassen. So, dann gucken wir mal da hin. Was haben wir denn hier Feines? Ein Horn. Ein Ragazell. Ja, geil. Super. Machen wir dann damit. 26. August 1916. Ich hatte einen seltsamen Traum. Wie damals habe ich Vater zu meinem 32. Geburtstag in Afrika besucht. Wie damals habe ich die Gazelle geschossen. Ich weiß noch, wie anerkennend Vater damals genickt hat. Meine erste und einzige weite Reise. In meinem Traum aber war ich plötzlich wieder Kind. Mein Bein war nicht steif und krank. Endlich konnte ich mit Vater reiten. Wir sind quer über die ganze Welt geritten. Von Afrika bis China bis nach Amerika. Er war stolz auf mich. Wie oft erzählte er mir, dass Mann und Pferd im Kampfe zu einer Einheit verschmelzen müssen. Doch ich konnte nie mit Vater reiten. Nie konnte ich es lernen. Ich weiß, was für eine Enttäuschung ich für ihn war. Schon seit meiner Geburt. Wenn ich selbst nur an die Front ziehen könnte. Doch das verfluchte Bein will nicht. Es wollte nie.
13. Oktober 1917. Ich habe angeordnet, dass unsere Fabriken die Kampfmittel- und Waffenproduktion umgehend einstellen. Grubert weigert sich. Er nennt es Verrat. Ja, nennt er wohl. Guten Tag, da bin ich wieder. Sorry, in den letzten 2 Minuten habe ich mal einfach ins Stille gelabert. Muss auch sein. Aha, ich muss wieder was vorlesen. Patientin Magdalena von Schmidt. Das ist meine Mutter. Zur Behandlung der ausgeprägten Hysterie, Melancholie ihrer Gattin ist jede emotionale Belastung zu vermeiden. Sie muss auslösende Faktoren meiden. Bis zur Verbesserung des Krankheitsbildes empfiehlt sich eine Injektion alle 2 Tage. Bei stärkeren melancholischen Phasen ist eine Injektion täglich zu empfehlen. Das war, wo was Quecksilber spritzt, gell? So, jetzt gucken wir mal. Das müsste die Ingangshalle sein. Nö, es ist immer noch dieselbe Halle wie ich. Ja, das Haus hier macht mich fertig. Ich gucke trotzdem mal, wo jetzt das auf ist. Ne, das ist zu, ne? Dann Zeitungen. Das Fenster da ist auch nix. Okay, dann bleibt uns nicht viel übrig, wie ins Gewächshaus zu gehen. Jawohl, da hab ich Bock drauf. Und dann gehen wir da jetzt hin. Aber, ich sag euch jetzt was. Das machen wir erst morgen früh. Wenn Gott will. Was? Das machen wir erst morgen. Dann ist es eine halbe Stunde rum. Schön. Aller gut dann. Aller gut Knut. Dann machen wir das morgen früh. Nicht wahr? Also gut dann. Bis morgen, ne? Und dann gehen wir mal uns da innen ein bisschen umgucken.